Liebe Gäste, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in der Region Schladming-Dachstein und ich sehe schon, es kommen die restlichen Gäste auch noch zu uns nach vorne. Sie alle hier, da oben auf den Tribünen in der ersten Reihe, sind hier, um an einem Tag dabei zu sein, an dem im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschrieben wird. Ich begrüße Sie im Namen der Region Schladming-Dachstein. Ich begrüße Sie im Namen der Vierberge Skischaukel. Das sind der Hauser Kaibling, Planei Hochwurzen und der Reiteralm. Schön, dass Sie da sind. Die Schnepfenalm sorgt für köstliche Verpflegung für uns den ganzen Tag. Und wir haben für Sie die besten Weine der Steiermark von den STK-Winzern gesammelt. Und die gibt es heute für Sie als Kostproben. Es ist wunderschönes Wetter. Wir warten, dass die letzten Wolken auch noch sich kurz verziehen. Aber an der Stelle sagen wir 3 wunderbaren Musikern, die uns jetzt bisher den Tag versüßt haben, einfach einmal Danke, einen ganz großen Applaus für das tolle X-Trio. Dankeschön, dass ihr da seid. Danke. Wir blicken ganz kurz zurück. Im letzten Jahr das große Ski-Opening in der Planei mit Robbie Williams, 25.000 Menschen, unfassbare Konzertabende, die sich abgespielt haben. In diesem Jahr haben sich die Veranstalter überlegt, wir setzen noch einmal einen drauf. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird absolut legendär. Also schön, dass Sie dieses Fest alle mit uns begehen und ich möchte mich noch ganz persönlich bei der Familie Keimbrecht bedanken. Seid ihr da gerade irgendwo da, liebe Keimbrechter? Irgendwo sehe ich euch, glaube ich, da hinten. Danke, dass ihr uns so gut versorgt heute. Ich weiß, es war eine Hochzeit hier, die wurde von 13 Uhr auf 11 Uhr verlegt, nur damit Sie diese wunderschöne Kulisse haben mit dem Blick auf den Dachstein. Also ein herzliches Dankeschön. Auch noch einmal an euch. Danke, danke. Applaus bitte, weil war nicht leicht heute, aber die haben es geschafft. Jetzt darf ich Folgendes noch sagen. Wir haben heute wirklich viel mit euch vor und wir wollen, dass es so gut wie möglich für euch, aber auch für die Künstler abläuft. Deswegen folgende Bitte. Die erste Reihe ist reserviert für unsere lieben Kollegen mit Videokameras und mit Fotoapparaten und alle Kameraleute, die hier oben auf dem Podium stehen. Ihr macht alles richtig, ihr habt perfekte Sicht auf die Bühne, aber auch Sicht auf das, was sich in Kürze hier auf dieser Seite abspielen wird. Ich bitte alle schreibenden Journalisten, alle Ehrengäste hinter der ersten Reihe stehen zu bleiben, um möglichst gutes Bildmaterial allen Journalisten zu gewähren, damit die Bilder dieses einzigartigen Tages im Anlauf auch um die ganze Welt gehen können. Damit Handys aus. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Gerne, kein Problem. Also vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre Handys nach der Pressekonferenz wieder einschalten. Was folgt? Es folgt ein kurzes Podiumsgespräch mit den Menschen, denen wir dieses Grand Festival verdanken dürfen. Dann gibt es gleich 2 Enthüllungen für Sie und dann eine ganz kurze Pause und dann begrüßen wir die Künstler, die momentan noch auf der Anreise sind. Aber als allerersten hole ich den Mann auf die Bühne, der das alles möglich macht. Er hat den Draht zu den Superstars. Begrüßen Sie bitte den Veranstalter Klaus Leitgeb. Hallo Klaus, grüß dich. Du bekommst gleich Verstärkung auf der Bühne, kannst dir das Plätzchen, Christi, links, rechts, ich glaube ich sitze hier und du darfst dann da oder dort, wo den Mittelplatz würde mir ich schnappen, wenn es recht ist, einfach daneben. Aber jetzt, liebe Steirer und Steirerinnen, begrüßen Sie Ihren geschätzten Landeshauptmann der Steiermark, Christopher Drechsler. Schönen guten Tag. Herr Landeshauptmann, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Bitte einfach einteilen. Dann begrüße ich die wunderbare Doppelspitze des TVB. Einmal unseren geschätzten ersten Vorstandsvorsitzenden, den Obmann des TVB Schladming-Dachstein, Andreas Reinprecht, wie auch den Geschäftsführer von der Region Schladming-Dachstein, Matthias Schadleitner. Schönen guten Tag.
Schönen Tag. Grüß dich, Matthias. So, es freut mich jetzt, die heilige Dreifaltigkeit der 4 Berge Skischaukel begrüßen zu dürfen, den Geschäftsführer Hauser Kaibling, Klaus Hofstetter. Komm zu mir auf die Bühne, lieber Klaus. Grüß dich, man kann ruhig klatschen. Die Herren zahlen unter anderem diese Party. Dankeschön. Außerdem hier unser Geschäftsführer Planei Hochwurzen, Georg Bliem. Lieber Georg, komm zu uns auf die Bühne. Frisch bist. Wow. Ja, toll, dass du hast. Grüß dich, Georg. Servus. Links, rechts, wo Platz ist. Und ich begrüße, last but not least, den Geschäftsführer Reiteralm, Daniel Berchthaler. Lieber Daniel, grüß dich. Alles perfekt heute, meine Herren. Es freut mich unglaublich. Ich werde mich da... Gut, wir machen es so. Oh, ist das schön. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich genieße es gerade sehr. Und die internationale Presse ist auch da, hat die Kameras auf uns gerichtet. Klaus, ich mag mit dir beginnen, lieber Klaus Leutgeb. Unfassbar, letztes Jahr großes Ski-Opening, ein Mega-Comeback. Robbie Williams, 2 Tage. Ich weiß gar nicht, ob du zurückblicken willst oder ob ich dich gleich fragen soll, wie du es geschafft hast, das in diesem Jahr noch zu toppen. 3 Künstler. Ja, das ist die Liebe zur Steiermark und die Liebe zur Region Schladming-Dachstein. So beginnt das Ganze einmal. Und das muss auch wirklich Liebe sein, weil natürlich nach dem letzten Jahr eine Idee zu kreieren, gemeinsam mit meinen Partnern und gemeinsam mit dem Land Steiermark, dass man sagt, wir toppen das einmal vom letzten Jahr noch einmal, das war nicht allzu leicht. Und was das Allerschwierigste ist, ist natürlich 3 internationale Künstler, die normalerweise alle ihre eigenen Wege gehen, gemeinsam zu einer Pressekonferenz hierher zu bringen. Das ist eigentlich ausgeschlossen, weil das ist ein 100%iges No-Go, weil Künstler lieben Pressekonferenzen ja nicht allzu sehr. Und dass wir die 3 heute hier begrüßen dürfen, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und Außergewöhnliches, das es in dieser Form sicher noch nie gegeben hat. Aber ich muss sagen, danke an das Land, danke an die Region und gemeinsam in unserer Partnerschaft, wie wir das immer gepflegt haben, die letzten Jahre sind solche Dinge möglich. Der olympische Gedanke, über den Tellerrand hinaus zu gucken und gemeinsam solche Dinge zu bewegen. Und vielen herzlichen Dank, liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter, liebe Gäste, dass Sie heute hierher gekommen sind bei wunderschönem Wetter und atemberaubender Kulisse. Dankeschön. Wir danken dir, wir danken euch. Trotzdem, Klaus, du bist der Mann, der Unmögliches denkt und es dann möglich macht. Wenn man 3 solche Topstars zusammen an einem Wochenende in die wunderschöne Steiermark holen möchte, wen rufst du als Ersten an? Ich glaube, das Erste, das Wichtigste ist einmal eine Vision zu haben und ohne den geht es nicht. Eine Vision und einen Traum und eine Idee, aber ich glaube, grundsätzlich fängt es mal woanders an. Das Wichtigste ist ja, dass man das macht, was für die Region und für das Land Steiermark das Beste und das Wichtigste ist, nämlich dass viele, viele Menschen aus allen Ländern und natürlich auch aus Österreich hierher kommen, so lange wie möglich hier Urlaub machen, Zeit miteinander verbringen, es genießen und dann natürlich auch zu versuchen, dass das Ganze nachhaltig langfristig funktioniert und natürlich auch über mehrere Tage im besten Fall, so wie heuer 3 Tage, das gab es ja in dieser Form überhaupt noch nie. Und ja, das ist die Basis dafür für das Ganze. Klaus, du schlafst jetzt schon nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wie du das im nächsten Jahr noch toppen möchtest. Und ich weiß, an was du gerade alles arbeitest. Ja, es ist im Moment wirklich ein bisschen schwierig. Also ich habe die Nacht tatsächlich fast nichts geschlafen, weil wir haben ein paar andere Themen, unter anderem in München, wo wir Adele für die einzigen 10 Shows nach Europa holen mit 800.000 Besuchern. Das heißt, wir bauen dort ein Stadion für 150 Millionen Euro, damit die Dame dort 10 Konzerte spielen kann, den ganzen August, jeden Freitag, Samstag und nächste Woche haben wir in Österreich, im Rosino, nahe bei Wien, das größte Hip-Hop-Festival der Welt, Rolling Loud Europe, also auch das einzige in Europa mit 180.000 Jugendlichen, also jeden Tag 60.000. Deshalb ist die Zeit im Moment tatsächlich etwas knapp. Und dazu kommt natürlich, wenn man solche Visionen hat und immer irgendwelche außergewöhnlichen Dinge machen möchte, so wie bei Adele, was es ja noch nie gab, so ein Pop-Up-Stadion wurde noch nie auf der Welt für so einen Künstler gebaut mit einer 220 Meter breiten Bühne und 80.000 Sitzplätzen und einer Arena, die 3-mal so lang ist wie ein Fußballstadion. Ja, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, aber das ist halt meine Motivation, ist es irgendwie Visionen und Träume umzusetzen. Und ich muss auch eins dazu sagen, um wieder hier zurückzukommen in die Steiermark und nach Schladming und in die Region. All das hat hier begonnen und wenn wir uns alle erinnern an die legendären Heimspiele mit Andreas Gavalier und die vielen tollen, unglaublichen Ski-Openings, die wir hier gemeinsam gefeiert haben,
da muss man sagen, vergiss nie, woher du kommst. Und das habe ich nie vergessen. Das Land Steiermark und die Region hat mich immer unterstützt auf meinem Weg, verrückte Ideen in die Realität umsetzen zu können. Und wer, wenn nicht du, weiß es besser, liebe Silvia, als wir am Berg hinaufgeguckt haben und wir haben Holzzäune gesehen und 40.000 Menschen sind beim Andreas auf der Abfahrt der Planei im Sommer gestanden. Und das sind halt einfach Bilder, Emotionen und Geschichten, die man irgendwie nie vergisst. Und das ist das, was mich bewegt, was mich beflügelt und was mich antreibt. Manchmal auch ein bisschen anstrengend mit wenig Schlaf. So ist das Leben. Stell dir vor, Klaus, ich kann mich sehr gut daran erinnern und ich freue mich riesig, wir sind dir sehr verbunden, dass du quasi deine Nächte dafür opferst, um möglichst viele Leute und Gäste hier in die Region zu bringen. Ich bin da sehr dankbar, wir plaudern noch ein bisschen, aber jetzt möchte ich zum Landeshauptmann kommen. Herr Landeshauptmann, das Ski-Opening in der Region Schladming-Dachstein, was bedeutet das für die Steiermark? Also ganz ehrlich, die anderen Landeshauptleute, die müssen doch so eifersüchtig sein auf uns, oder? Ja, mittlerweile glaube ich wirklich, denn sie haben ja auch kein Grand Prix, oder sie haben kein Night Race, sie haben keinen Kulm. Also insofern muss man sagen, ist die Steiermark schon wirklich ein ganz besonderes Bundesland. Und es wird mit diesem Ski-Opening, das hier stattfindet, einfach um noch eine ganz tolle Facette einzigartiger. Bleiben Sie an allen 3 Tagen bei den Konzerten? Also das habe ich jetzt jedenfalls vor. Das wäre toll. Also ich war letztes Jahr zwei Tage da, Super. aber das habe ich jedenfalls vor. Und ich möchte einfach Danke sagen. Ich möchte Danke sagen für das Engagement, das hier seitens der Tourismusregion Schladming-Dachstein unternommen wird, dass die 3 Liftgesellschaften gemeinsam unternehmen. Das hat uns ja letztes Jahr schon fasziniert, dass diese Dreifaltigkeit, wie heute gesagt worden ist, zu einer Dreieinigkeit auch geworden ist. Das ist wirklich bemerkenswert, ein großes Danke und natürlich vor allem ein Dank an den Klaus, weil es braucht genau diesen Wahnsinn. Ja? Und die Steiermark ist ein Land, wo immer Unglaubliches realisiert worden ist. Egal, ob das vom Erzherzog Johann war, ob das später war und ob das heute mit diesen Ski-Openings ist. Immer Unglaubliches und Wahnsinniges wahrmachen. Und das ist großartig. Es wird ein tolles Ski-Opening. Es wird das letzte Jahr noch toppen. Und die spannendste Frage hast du vorher gestellt, wie wollen wir das nächstes Jahr wieder toppen? Ja, eben. Und ich bin ja, ich weiß nicht, 2 Herzen schlagen in meiner Brust und vielleicht auch in ihrer. Wie ist es, wenn Sie am Telefon sehen, Klaus Leutgeb ruft an, hat man da Angst davor oder ist es immer Vorfreude? Ungeteilte Freude. Ungeteilte Freude, gut, das war klar. Trotzdem ist es so, wenn man so internationale Superstars, die wir in Kürze auf der Bühne begrüßen dürfen, in die Steiermark holt. Wie erklärt man denen vorab die Essenz der Steiermark? Sehr cool. Letztes Mal habe ich mehr Gelegenheit gehabt, weil mit dem Robbie Williams bin ich ja von Klagenfurt heraufgeflogen und habe dem am Flug einmal erklären können, wo die Grenze Kärnten-Steiermark ist. Das war über einem anderen Skigebiet. Und dann habe ich ihm erklärt, dass das wunderbar ist, dass wir jetzt hier in Schladming sind. Und ich habe ihm viel über die Steiermark erklären können und das wird heute die Aufgabe von allen sein, allen 3 Künstlern zu erklären, was die Steiermark ausmacht. Fortschritt, Wissenschaft, Forschung, schönstes Bundesland, Kulinarik, tolle Berge, tolle Weine. Also das muss man dann halt alles in schönen Worten erklären. Und ich glaube, da sind heute sehr, sehr viele da, die ein großes Talent haben, die Steiermark zu erklären. Das bitte mehr als. Trotzdem, was ist es an Wertschöpfung, wenn man so ein Mega-Festival in die Region bringt für das Land? Naja, ich glaube, ich will es gar nicht nur bei der Wertschöpfung festmachen. Ich glaube, es waren letztes Jahr 10,6 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht, die an Wertschöpfung in der Steiermark verblieben sind. 10,6. Und ich glaube, dass es aber noch viel wichtiger ist, dass die Steiermark weltweit in die Auslage gestellt wird. Dass man die Schönheit der Steiermark sehen kann. Dass man allein schon bei dieser Pressekonferenz, ich meine, wo gibt es auf der Welt eine Location für eine Pressekonferenz wie hier? Sehr selten, glaube ich. Na, ihr seid überhaupt das Schönste. Ich überlege, auszuwandern in die Steiermark, aber man darf es ja gar nicht laut sagen. Das darf man durchaus laut sagen. Da wäre mein Landeshauptmann schön angefressen, aber nach dem heutigen Tag, ich spiele mit dem Gedanken, Zweitwohnsitz. Ja, das ist ein ganz gefährliches Wort hierzulande, aber ich glaube, es werden sich Arrangements finden lassen. Oh, ja. Aber jedenfalls,
ist die Steiermark einfach das grüne Herz Österreichs. Und das hat so viele Facetten. Unter anderem ist das grüne Herz natürlich auch pure Emotion. So ist es. Herr Landeshauptmann, herzlichen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, heute mit Ihnen feiern zu dürfen, jetzt schon. Und dann sehen wir uns spätestens bei den Konzerten wieder. Ich blicke jetzt zur Doppelspitze des TVB, die sich schon miteinander versammelt hat. Bitte, Matthias, erzähl mal was über die Region. Was kann ich hier alles machen, von bis? Ich glaube, wir haben extrem viel zu bieten und wenn man jetzt den Herrn Landeshauptmann folgt, wir haben wirklich einen super Platz gefunden für die Pressekonferenz, den Blick auf den schönsten und höchsten Berg der Steiermark vor uns. Und ich glaube, was das ausmacht, ist, dass wir in der letzten Zeit einfach viel daran gearbeitet haben, in diesem internationalen Business als Skiregion, aber auch als Sommerregion einfach mitzumischen, mitzuspielen in der absoluten Champions League. Und ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre im Tourismusmanagement und am Anfang war es immer so, ja, ihr Steirer, habt ihr auch einen Schnee zum Skifahren, habt ihr auch Lift und habt ihr auch Mountainbike-Strecken. Das war oft so belächelt. Und ich glaube, das hat sich die letzten Jahre massiv gewandelt, dass man eben nicht belächelt wird, sondern wirklich respektiert und es wird aufgeschaut, auch dank dieser guten Zusammenarbeit mit den 4 Bergen, dank an Klaus Leutgeb, der früh an Schladming-Dachstein geglaubt hat und wir an dich, an einen Landeshauptmann, der die steirischen Regionen schätzt, vor allem auch Schladming-Dachstein schätzt. Und ich glaube, das spielt alles zusammen. Denn wenn wir nicht alle zusammenhalten würden, würde man es auch nicht schaffen, hier in der Steiermark, den Tirolern und den westlicheren Regionen da auch ansatzweise eine Parole zu bieten. Ich glaube, unsere Stärke ist einer für alle. Eine schöne Tugend, glaube ich, in der Steiermark und in Schladming-Dachstein. Und was kann man machen? Ja, ich glaube, wir bereiten uns für Ski-Opening vor. Wir haben ein tolles Skigebiet mit den 4 Bergen. Wir haben auch kleinere Skiberge für die Familien. Wenn man rüberblickt, eines der besten nordischen Zentren überhaupt in Österreich im Alpenraum. Vielleicht bald wieder mal eine Austragungsstelle für die nordische Ski-WM. Wollen wir jetzt auf dem Podium nicht diskutieren, aber ich glaube, es gibt viel Potenzial hier in diese Richtung zu machen. Und im Sommer, wir sehen sie alle gerade jetzt Mountainbike-Themen, was wir auch als Tourismusverband angehen wollen, was die Planei, die Reitdom da schon umgesetzt hat. Wir sind aufgestellt mit guten Hotels, mit guten Gastronomiebetrieben, mit einfach einem Setup, das funktioniert. Ja. Und die Events gehören dazu, ist unsere Essenz. Und darum war es auch uns so wichtig, dass wir damals, wie wir mit Andreas Gabellet noch mit durchgestartet sind, mit Ski-Opening 2.0, Toten Hosen und Co., zu sagen, wie gehen wir nach Corona damit um? Wir hätten auch sagen können, wir lassen das Ganze. War auch eine Idee, grundsätzlich. Aber zum Glück sind wir gescheiter geworden und haben gesagt, nein, wir müssen, wenn, dann voll durchstarten und lieber ein Jahr noch warten, was wir auch getan haben, und dann mit einem Wumms zurückkommen, und das sind wir. Und jetzt hoffentlich werden wir da noch eins draufsetzen, da bin ich überzeugt davon. Und ja, und wir schauen immer nur, wir sind in der UEFA-Euro-Zeit, wir schauen von Spiel zu Spiel, von Opening zu Opening, dementsprechend lass uns drüber reden, was danach kommt am 9. Dezember. Perfekte Wortwahl. Herr Keimbrecht, ich darf Andreas sagen, weil mir ist gesagt worden, über 1000 Metern ist das fein, ja? Ja, unbedingt. Passt das? Gut. Die Gäste, die zu euch kommen, wir haben ja schon gehört, was man alles erleben kann. Was sollen die mit nach Hause nehmen? Ist es die Emotion, sind es die Erinnerung, sind es Produkte oder ist es der Wunsch, einfach wiederzukommen? Ganz einfach die Liebe zur Schladming-Dachstein und der Steiermark. Das ist das Wichtigste, was wir wollen. Wir sind eine herzliche Region, bei uns ist jeder willkommen, und das ist für uns die Essenz der gesamten Geschichte, dass wir einfach zeigen, okay, wir sind eben nicht nur Sport, wir sind nicht nur Radfahren, wir sind nicht nur Skifahren, nicht nur Wandern, nein, wir sind auch Events, wir sind auch wir sind auch Austragungsort, und das möchte man sehr gerne unseren Gästen vermitteln, dass wir einfach sagen, einfach schön in Schladming-Dachstein. Da kommen wir wieder hin. Wie reagiert die Bevölkerung? Genießen die das auch? Die Bevölkerung ist für uns ein extrem wichtiges Thema, die was wir immer mit einbinden in die ganze Sache. Wir haben da auch, wie der Matthias schon vorher gesagt hat, müssen wir jetzt nicht am Podium diskutieren, aber wir haben da auch diese Initiative Darum Tourismus, wo wir wirklich bottom-up, wie man so sagt, wirklich die Leute alle mitnehmen, wo wir es abholen, wo wir wirklich sagen, okay, lasst uns doch gemeinsam die ganze Region Schladming-Dachstein entwickeln. Dass es schön ist für unsere Gäste, aber ganz wichtig, dass es schön ist für unsere Einheimischen. Kommen die Ramsauer auch? Ja, auf jeden Fall. Ich habe heute gesehen, alle ich da? sehe da oben im Herrn Gemeinderat, wo ist der Herr Eisel Franzi, auf mit der Hand. Ja. Also der ist auch mit dabei, natürlich ist der ganze mit dabei. Wunderbar, wir freuen uns wirklich sehr. Jetzt bin ich bei der Dreifaltigkeit angelangt. Ich überlege gerade, wer Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist ist. Herr Blim, Gott Vater, oder? Machen wir es so? Wir sind knapp vor der Heiligsprechung. Aber ganz kurz, letztes Jahr im Planei-Stadion ein fulminantes Comeback.
Wie hat sich das für Sie angefühlt im vergangenen Jahr? Wieso eine Masse gekommen ist und die Stimmung so gut war und alle glücklich waren? Ja, es ist einfach immer ein großartiges Gefühl, wenn wir diese Konzertveranstaltungen bei uns im Planei-Stadion haben. Vielen Dank, Klaus Leuke. Ich glaube, wir üben schon 18 Veranstaltungen mittlerweile im Planei-Stadion. Aber Sie haben es angesprochen, es war wirklich schön. Letztes Jahr, vor allem mit dieser fulminanten Kulisse, aber vor allem mit der großen Begeisterung der Besucher. Das hat uns riesig getaugt. Natürlich auch die Bevölkerung, die da mit großer Begeisterung mitgemacht hat. Und ich glaube einfach, das Ski-Opening ist eine tolle Visitenkarte für die gesamte Steiermark und für unsere Region. Und dafür möchte ich mich auch bei allen Partnern, vor allem auch bei unserem Landeshauptmann, herzlich bedanken. Bitte Applaus, weil diese Einigkeit ist... Welche Hürden musste man nehmen, um so weit zu kommen? Na, der Klaus Leuke ist ja ein guter Freund, aber auch lieb und teuer. Das heißt, wir müssen immer zuerst einmal gemeinsam eine Lösung finden. Und so war es auch letztes Jahr beim Robbie Williams. Irgendwann einmal im April ist die Idee gekommen. Immer doch, das gibt's nicht. Hat gepunkt. Heuer sind wir wieder zusammengesessen, haben gedacht, Mama Mia, was fällt ihm wieder ein? Und es ist ihm wieder was Grandioses eingefallen. Und ich glaube, da ist einfach diese Partnerschaft wichtig, einen tollen Konzertveranstalter zu haben, aber auch wichtig, das gute Miteinander in der Region. Das ist nicht selbstverständlich, das schweißt uns auch gemeinsam. Wir haben gemeinsam ein Ziel, einfach diese Region national und international noch mehr in die Auslage zu stellen. Also ganz ehrlich, nach dem Grand Festival wird euch das keiner nachmachen können in Österreich. Weltweit bin ich auch noch, vielleicht machen wir gleich eine Übertragung für den Super Bowl, die so einen kleinen Live-Mitschnitt machen. Da schauen wir mal, oder? Ja. Danke, lieber Georg. Daniel, jetzt blicke ich zu dir. Wir sind in deinem Terrain heute auf der wunderschönen Reiteralm. Perfekt. Ja, bald haben wir einen perfekten Ausblick. Du tust dann noch das Deine dazu. Was kann man hier alles machen? Ja, wir sind stolz einerseits, dass wir heute hier Gastgeber sein dürfen. Ich glaube, wir Seilbahnen und die Touristiker gemeinsam sind gern Gastgeber. Und ich glaube, wir haben wirklich einen der schönsten Plätze bei uns in der Region ausgesucht, hier auf der Schnepfenalm. Auch von meiner Seite nochmal danke. Das war eine sehr kurzfristige Aktion, dass wir da gelandet sind. Und wir haben den Standort dem Klaus Leuke vorgeschlagen und er hat kurz überlegt. Und nach 10 Minuten hat er gesagt, Burschen, das machen wir da. Und da sind wir sehr stolz, dass wir da sein dürfen. Die Reiteralm per se im Winter natürlich eines der Top-Skigebiete, gemeinsam mit der Schladminger für Berge-Skischaukel. Wir sind bekannt für überbreite Pisten, da sind wir sehr stolz drauf. Und natürlich auch, dass hier die Skiweltelite trainiert. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen. Marcel Hirscher und Co. warten schon wieder drauf, waren letzte Woche bei mir. Und genau dort, wo das Eisenherz steht, da starten sie meistens durch. Da von der Schnepfenalm runter, ein Super-G oder ein Riesentorlauf, die Finale Grande runter. Und damit sind sie am besten gerüstet, nicht nur die österreichischen Skiathleten, sondern vor allem auch die vielen internationalen, was wir da bei uns auf dem Berg haben, ob es der Odermatt ist oder beim Tarot und Co. Und da bereiten sie sich vor und natürlich für unsere geschätzten Skigäste eine Riesenmöglichkeit, einfach den Top-Superstars auf die Skispitzen zu schauen. Das hat man da bei uns und wir sind da genau jetzt an dem Punkt, wo sonst immer losstarten. Es ist also besser wird es nicht. Also perfekte Sicht auf das, was noch kommen wird. Wie hält man sich fit an 3 Konzerttagen hintereinander? Ja, wir werden ein Trainingslager irgendwo machen. Ja. Einmal werden wir schauen, dass wir uns da beim Fortgehen und wir machen ab unsere Exkursionen gemeinsam mit Schladming-Dachstein. Das wäre so eine Idee. Mit Herrn Landeshauptmann nehmen wir mit und dann sind wir alle gut gerüstet für den Winterstart, dass wir da dann eine Ausdauer haben für die gesamte Saison. Wir haben nächstes Jahr eine sehr lange Saison, bis 21. April fahren wir nächstes Jahr. Also von dem her müssen wir uns gut rüsten. Ist man nach dem Trainingslager gut gerüstet oder gut geeicht? Nein, man muss dann eine Erholungsphase einmal einsetzen und dann werden wir schon wieder gut gerüstet und gut geeicht sein, das möchten wir uns vornehmen. Herzlichen Dank auf alle Fälle. Lieber Klaus, ich komme gleich zu dir, weil ich weiß, du hast eine große Verlautbarung auch noch geplant. Deswegen würde ich vorher gerne noch wen auf die Bühne bitten, der mich ein bisschen weiblich unterstützt. Ist das in Ordnung? Du sagst ja, begrüßen Sie bitte eine weitere Hausherrin hier auf unserer Bühne, die geschätzte Vizebürgermeisterin von Schladming, Maria Drechsler. Frau Drechsler, schönen guten Tag. Danke, dass Sie da sind. Dürfte ich Sie ganz kurz, und lieber Klaus, darf ich dich bitten, dass du das Mikrofon einfach weiterreichst. Frau Vizebürgermeisterin, was bedeutet dieses unfassbare Ski-Opening für die Region? Ja, die Antwort ist eigentlich sonnenklar. 3 Tage, 3 Stars, 4 Berge,
ein absoluter Mehrwert für unsere ganzen Betriebe, für die Gastronomie. Schladming lädt, wie es schon oft passiert ist, lautstark ein. Die Gäste sollen kommen, bleiben und eben dieses absolute, hochkarätige Event ganz, ganz lang in Erinnerung halten. Und ich bedanke mich bei allen, die das ermöglichen. Vielen Dank dafür. Wie garantiert man als Gemeinde die Sicherheit bei so einem Festivalmarathon? Ja, wir haben einen sehr guten Amtsleiter, der für große Events schon sehr gut vorbereitet ist und das absolut super abwickelt. Und ich glaube, Schladming ist ein Garant dafür, für Großveranstaltungen, was schon sehr oft bewiesen worden ist. Was waren so die Reaktionen von den Schladmingern, von der Bevölkerung nach Robbie Williams im vergangenen Jahr? Was war das Feedback, wie man so schön sagt? Ja, das Feedback war großartig, die waren alle sehr begeistert und jetzt ist natürlich die Vorfreude und auch die Neugier schon sehr groß, wer wird da wohl kommen. Und es sind wirklich, wie gesagt, 3 Superstars, was ja keiner noch weiß, auch ich nicht. Aber die Vorfreude ist riesengroß. Sie wissen es auch nicht? Gut, ein bisschen müssen wir Sie noch auf die Folter spannen. Und also ich habe mittlerweile das Gefühl, Region Schladming-Dachstein besser, größer, schneller. Klaus, du hast uns für heute eine Enthüllung der Sonderklasse versprochen. Ihr habt nicht nur von 6. bis 8. Dezember 3 Megastars hier, sondern ihr habt Anfang Dezember auch noch einen weiteren Reveal geplant. Bitte erzähl uns mehr davon. Ja, wir werden Ende November ziemlich sicher unsere neue Sesselbahn, die Cabling Grad, die unsere Quadralpina ersetzen wird. Die Quadralpina, Baujahr 1992, hat nach sage und schreibe 27 Millionen Fahrten ausgedient. Ja, man muss sagen, 27 Millionen Fahrten haben wir hier geleistet oder hat sie geleistet. Wir werden diese ersetzen durch die leistungsstärkste Sesselbahn der Steiermark, durch die sogenannte Cabling Grad. 8er Sesselbahn, Frequenz 3600 Personen in der Stunde. Das heißt, wir setzen auf Qualität, wir setzen natürlich auf Schnelligkeit und wir setzen auf Modernität, für das die Steiermark steht, und auch für die Innovationen. Es wird sehr, sehr modern sein mit einem automatischen Hubprotest als Einstiegserleichterung für unsere Kinder. Das heißt, wir gehen voran. Die ganze Region ist sehr gut und modern aufgestellt und das werden wir heute enthüllen. Die Sesselbahn bringt uns dann in 4,5 Minuten auf 1870 Meter auf das Senderplateau, korrekt? 4,15. 4,15! Pushing the limits. Das bringt meine ganze Rechnung durcheinander, weil ich habe ausgerechnet, mit wie viel kmh die da raufschießt. Wie viel kmh sind das? Ich weiß es in Meter pro Sekunde, 6 Meter pro Sekunde. Okay, ich glaube, es sind ungefähr 24 km/h, kann das sein? Ja, hast du gut gerechnet. Habe ich gut gerechnet. Gestern Abend noch habe ich mein Maturawissen angestrengt. Wann wird da die Eröffnung sein? Am wievielten? Wir haben es noch nicht ganz fixiert. Wir möchten mit Mitte, Ende November in Betrieb gehen. Offizielle Eröffnung, wir schätzen aber nach dem Opening, weil das Opening können auch wir im Hauser Keibling mit unserer Senderbahn, Keibling-Radbahn, nicht toppen. Wir gehen einmal so aus, so Mitte Dezember, 13., 14. Dezember, offizielle Eröffnung. Und auch da haben wir etwas geplant. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Ernsthaft, ist das auch, Klaus, geplant? Weißt du noch nichts? Die Adele macht ein kleines Kammerkonzert. Die singt auf der Sesselbahn. Das wäre das Größte. Na, Lieber Klaus, Aha, da werden Vereinbarungen getroffen, das gefällt mir gut. Ich gratuliere euch und ich würde sagen, wir haben jetzt symbolisch quasi einen Teil dieser Sesselbahn mitgebracht und es soll jetzt schon für Sie vorab ganz exklusiv ein kleiner Reveal stattfinden. Ich blicke zu meiner Linken und da würde ich jetzt einige Gäste rüber bitten. Herr Landeshauptmann, Sie dürfen da nicht fehlen. Klaus Leutgeb, du darfst nicht fehlen. Natürlich Klaus Hofstetter darf nicht fehlen und wir begrüßen dazu auch noch den Geschäftsführer und Gesellschafter Hauser Keibling, Maximilian Sampel. Bitte auf der Bühne. Sie Herren können ganz gemütlich sitzen bleiben, wenn man möchte. Und ich denke, wir werden auf Kommando den Reveal machen und Frau Vizebürgermeisterin, das haben Sie aber schon gesehen, oder noch nicht?
Auch noch nicht gesehen. Gut, also so viele Überraschungen an diesem Tag. Gut, ich schaue zu meiner Regisseurin, oder nein, ich schaue zum Klaus und wir machen vielleicht einen kleinen Countdown. Sollen wir von 10 runterzählen? Gut, liebes Publikum, helfen Sie mir mit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und da ist sie, Hauser Kaibling, die stärkste Sesselbahn der Steiermark. Ein Achtersessel haben wir gleich mitgebracht für euch und da bitten wir nun um Fotos, um Applaus und wünschen natürlich einen gelungenen Start. Glück auf für die leistungsstärkste Sesselbahn der Steiermark. Ich gratuliere euch zu diesem unfassbaren Schnäppchen, das ihr da wieder geschlagen habt. Ein Schnäppchen war es wahrscheinlich keins. Na, gut, aber hier werden Fotos gemacht. Ich glaube, die Herren stehen dann auch für das ein oder andere Interview zur Verfügung. Und an der Stelle, liebe Gäste, liebe Freunde von den Medien, ich darf Ihnen mitteilen, Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. A new era has come to continue this journey. Ski opening Schladming-Dachstein, the grand festival. Be prepared for Bryan Adams, Sting, Simply Red,